Da haben wir ja noch ein bisschen. Ja, das ist eine Quest, ja, okay. Mein Herr, ein Brief für dich. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Hier. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Ja, ich bin mal nicht so fies. Mein lieber Freund. Wie ich erfahren habe, bist du auf dem Weg nach Toussaint. Ich hoffe, du mutest dir auf dem Weinfest nicht zu viel zu. Denn solche Strapazen können in deinem Alter äußerst nachteilig sein. Ich habe Informationen gefunden, die dich vielleicht interessieren. Beim Durchstöbern der Buchsammlung eines Kollegen bin ich auf die Erwähnung von Professor Moreau aus Beauclair gestoßen, der Hexermutationen erforschte. Das, was ich erfahren habe, ist ziemlich vage und der Ort, an dem sich sein Labor befand, ist nach wie vor ein Geheimnis. Aber sein Tagebuch sollte Hinweise zu beidem enthalten. Angeblich wurde es an seiner Seite begraben. Ich füge die Karte bei, die ich im Buch gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Solltest du in Beauclair genug von Damen, Wein und anderen exquisiten Köstlichkeiten haben, könnte diese Sache ein erfolgversprechender Zeitvertreib sein. Verfahre in der Sache, wie es dir beliebt. Deine Freundin Jennifer. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Ja. Wir gehen kurz mit dem Typ reden. Da kann er noch ein bisschen aufhalten. Ja. Schön. Jetzt gehen wir hier hoch. Raum mit Käppchen. Alter, deine Fresse. Der hätte dann ein Baguette. Der kommt mir sowieso alles hier so französisch vor. So französische Normandie oder sowas. Oder Delacroix vom Kreuze. Ja, ein Rüstungsschmied. Und da ist noch eine Quest. Wie kommt man da hinten dran? Weiß das niemand. Von hier aus wahrscheinlich. Ja, genau. Halt dein Maul. Ich darf das. Ah, welch glückliche Fügung. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Da bist du. Meister Hexer, welch Glück, dass ich dir begegne. Hast du Arbeit für mich? Einen Auftrag? Den Auftrag hast du schon zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt. Als du vor Jahren in Beauclair warst. Damals war ich knapp bei Kasse. Erinnerst du dich? Doch ich schwor dich eines Tages voll zu bezahlen. Irgendwas klingelt da. Leider warst du weg, bevor ich die Rechnung begleichen konnte. Also habe ich deinen Lohn auf ein Konto eingezahlt, damit das Geld sicher ist. Was für ein Konto? Ein Sparkonto bei der Chianfanelli Bank. Du kannst einfach hingehen und das Geld abheben. Es dürfte mittlerweile ein hübsches Sümmchen sein. Danke. Ich gehe hin, sobald ich dazu komme. Cool. Ich sollte mal bei dieser Bank vorbeischauen. Ja, das können wir dann wirklich mal machen. Ist hier offen? Ja. Hallo Schmied. Brauchst du neue Hosen? Vielleicht Handschuhe? Sag an, schmucker Ritter. Zeig mir deine Waren. Was hast du denn da? Das kann man verkaufen. Ah. Das ist Löschrüstung kann man auch verkaufen. Ist schwere Rüstung. Schwere Rüstung. Mittlere Rüstung, aber erst bis Level 37. Schwere Rüstung. Schwere Rüstung. Nein, ich will mittlere Rüstung.
Mittlere Rüstung, ja, auch ein Level über mir. Da bin ich auch gleich so weit. Also kann ich dann sicher kaufen. Der gibt mir 15. Was bist du? Du bist auch mittlerweile 15. Ich kann schon. Wow. Also könnten wir auch irgendwas schmieden. Ah, ich warte noch ein bisschen ab. Handwerk. Ja, ich weiß. Handschuhe minus 42, ja. Tut halt fehlen. Ja, ich mach das. Bis dann. Bis dann. Aber gut, dass es sowas gibt hier. Der auch gut ist. Aber im Moment ist die Rüstung ja in Ordnung. Immer Arbeit. Niemals Arbeit. Ja, ich schreibe die auch eben hier an. Tja. Bin ich schon wieder Level aufgegangen? Ja, okay. So. Gleich gehen wir noch ein Level hoch. Hier trinkt alles Wein und noch mehr Wein. Okay. Kann ich Plätze rufen? Hallo? Nee, ich kann keinen Plätze rufen. Oder bin ich gerade nur zu dumm dafür? Nein, ich kann keinen Plätze rufen. Plätze kommt dann halt so nicht. Okay, dann laufen wir bis dahin. Okay. Ja, ich finde das so schön hier. Das ist wirklich eine schöne Gegend. Jo. Lauf doch. Wir sind gleich da. So. Ah, da sind ein paar Tiere. Oh, da hinten ist irgendwas. Okay. Okay. Okay, ich bin vergiftet. Okay, okay. So, und... So. So, so geht das gut. Hör auf. Was machst du, Geralt? Mach doch das, was ich sage. So, dann machen wir Ich den. muss es zerstören, wenn ich die Endriagen loswerden möchte. Ja. Bam. So. Das machen wir doch mit Absicht. Ja, mit Absicht, ja. Das machen wir ja gerne, ne? Wenn wir schon so bei sowas vorbeikomme. Packen wir das Schwert wieder weg. Ohne das andere auszupacken, bitte. Dankeschön. Ah, hier sind vom Friedhof. Das ist da oben. Ich gehe aber mal kurz dahin. Ja, ich bin Level hochgegangen, okay. Ah, das ist Pflanze. Okay, irgendwie. Ich glaube, wir haben irgendwie nicht so viel. Alter! Okay, okay. Das war's. Okay, Knödel. Alter. Vielen Dank. Ja. Alter, das ist gerade voll wehgetan, ne? Meditation. Oh, das haben sie auch gerne. Cool. Nur ein bisschen regenerieren hier. Und dann hier alles mal hier einmal aufsammeln. Mal aufsammeln und dann gehen wir runter. Dieser Regis. Natürlich müssen wir uns hier treffen. Oh, nervt doch nicht. Jetzt gehe ich aber hier rein. So klopfen.
klickst. Abgeschlossen. Aber falsch bin ich hier nicht. Das muss es sein. Hier muss es doch noch einen Eingang geben. Ah, bei der Höhle dran, okay. Ey, gut. Alle Mann, geht die Pflanze mit dem Nerv oder was? Ich immer mein Notebook ist, ne? Ich glaube, das macht auch irgendwie mein Charme aus. Wo ist die? Da oben, ja, fick dich doch. Spring doch hier rüber. Alter, pack das Schwert weg. Stimmt so. Hui. Okay, jetzt kannst du wieder auspacken. Zu spät. Alter. Ah. Haben wir... Wie hieß das Ding nochmal? Inventar, wahrscheinlich haben wir da das dabei. Tränke. Erhöht Sauerstoff, ja, okay. So, da wurde ich kurz gerufen. Aber okay, was war das nochmal? Kratze, ja. Kratze hatten wir. Kann ich das nicht so... da, mit X kann ich das verbrauchen. Genau. Wenn ich jetzt in der Höhle bin, ist das vielleicht besser. Was? Alter, was ist das? Okay. Okay. Irgendwie... Okay, so funktioniert das. Ah, ist das hell? Das Ding vielleicht. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Zum Glück gibt es keine Geruch, Fernseher, so Geruchsspiele. Aber mit der VR. Ja, hier Witch in VR. Das wäre doch geil. In VR ist alles besser. Okay. Oh, wie, oh. Okay. Autsch. Okay, weg, Alter. Geh weg. Alter. Wow. Okay. Das war eine Dreh. Zum Glück habe ich das drin. Das wäre ich jetzt auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad gestorben. Alter. Ich bin wirklich nur beim Spielen. Da hat meine Freundin gar nicht so unschrecht. Aber ich mache es doch gerne. Ich spiele doch gerne. Und deswegen mache ich das. Das ist ja die Hauptsache, oder? Taxistoßfeuer. Natürlich. Okay. Wichtig für Vampir gehört. Verabredet mit einem Vampir auf einem Friedhof. Noch mehr Klischee geht nicht. Nein, wohl nicht. Du hättest die Tür offen lassen können. Und meine Privatsphäre? Die ist mir wichtig. Ich mag es nicht, von ungebetenem Besuch belästigt zu werden. Außerdem wusste ich, dass du irgendwie reinfindest. Ganz recht. Ich muss deinen Freund finden. Ich hoffe, du bist bereit, mir zu helfen. Ich werde tun, was ich kann. Aber deine Wünsche und Absichten spielen kaum eine Rolle. Wichtig ist, was Detlef will. Wenn er nicht gefunden zu werden wünscht, dann findest du ihn nicht. Punkt. Komm schon, das muss doch möglich sein. Vampire können sinnliche Erfassung vermeiden. Und Weissagungsmagie funktioniert bei ihnen auch nicht. Das präziseste Megaskop wäre zwecklos. Und dies? Kann das helfen? Wo in aller Welt hast du denn das her? Eines der Opfer wurde in der Flussbiegung gefunden. Der Körper war zerteilt. Man fand 3 Hände. Die Hand mit dem Ring kam mir seltsam deplatziert vor. Eine Bruxa hat sich dafür interessiert.
Es ist zweifellos Detlefs Hand. Die wird prima funktionieren. Wozu brauchst du die Hand? Woher stammt der Ring? Kannst du Detlef nicht herbeirufen? Der Ring ist interessant. Ich kenne das Metall nicht. Und die Verzierungen? Er stammt aus unserer Heimat, in der wir vor der Sphärenkonjunktion lebten. Er gehört mir. Ich erhielt ihn von einem guten, alten Freund. Du könntest ihn als Humanisten bezeichnen. Er sah uns Vampire als Gäste hier, die ihren Gastgebern, also Menschen und alten Völkern, Respekt schulden. Respekt? Also keine Behandlung wie Schlachtvieh? Genau. Und ich wiederum gab den Ring Detlef, um ihn an die Ideale meines alten Freundes zu erinnern. Wozu brauchst du die Hand? Die Hand. Was hast du damit vor? Du kennst gewiss die Theorie von Covinarius zum Gewebegedächtnis? Da klingelt was. Ich habe in der Alchemia Oblitera davon gelesen. Es gibt eine alte, zerlesene Ausgabe in Kermorhen. Wenn ich mich recht entsinne, konnte Covinarius das Gewebegedächtnis nie nachweisen. Doch, konnte er. Er konnte nur seine Ergebnisse nie veröffentlichen. Wir standen in Kontakt, nachdem wir Freunde geworden waren. Daher weiß ich, dass er seine Forschungen und erste Tests abgeschlossen hatte. Es ist kompliziert. Ohne in Einzelheiten zu gehen, es ist möglich, anhand von beliebigen Gewebeproben zu rekonstruieren, was dem ganzen Körper zugestoßen ist. Wie funktioniert das? Brauchen wir Spezialausrüstung? Wir müssen einen Absud brauen, für den Covinarius den poetischen Namen Resonanz fand. Der versetzt uns wie ein Narkotikum in Trance. Er löst Visionen von Ereignissen aus, die mit starken Emotionen desjenigen verbunden sind, dem das Gewebe gehört. Man träumt quasi einen Ausschnitt des Lebens eines anderen. Können wir vielleicht sehen, was Detlef tat, bevor er die Hand verlor? So ist es. Ich hoffe allerdings, dass die Resonanz uns auch verrät, wo Detlef sich verborgen hält. Kannst du ihn nicht einfach herbeirufen? Kannst du Detlef nicht einfach herbeirufen? Ihr seid beide höhere Vampire, das muss doch möglich sein. Wenn ich ehrlich sein soll, es gibt wirklich eine Möglichkeit. Aber glaub mir, wir sollten sie nur dann nutzen, wenn uns keine andere Wahl bleibt. Als letzten Ausweg also? Und warum? Ach, es gibt ein Wesen, das die Autorität und Macht hat, Detlef herbeizurufen. Wann und wo es will. Aber dieses Wesen auch nur aufzusuchen, Kontakt aufzunehmen. Lieber hangelt man sich an einem morschen Seil über einen offenen Vulkan. Es wäre für mich und für dich der helle Wahnsinn. Ich bin nicht bereit, so ein Risiko einzugehen. Ich bitte dich, machen wir es so, wie ich sage. Das geht schneller und ist einfacher. Okay. Covinarius hat sein halbes Leben damit verbracht, seine Theorie zu beweisen. Es wird wohl nicht einfach sein, diesen Resonanzabsud herzustellen. Richtig geraten. Wir brauchen nicht nur Gewebe von Detlef, sondern auch ein potentes Occipitallappenstimulanz, also praktisch ein Gift, das empfänglich für Visionen macht. Tja, wir hätten da eine gewisse Auswahl. Leider ist alles recht selten. Da wären Blenderdrüsen, aber wir müssten mindestens nach Vizima reisen. Speichel von Fleckenwichten geht auch, aber die sind seit über 100 Jahren ausgestorben. Und Koboldaugen wirken ebenfalls, aber Kobolde sind vernunftbegabt. Denen würde ich lieber keine Augen rausreißen müssen. Wir haben nicht die Zeit, um selbst auf die Suche zu gehen. Erlaube, dass ich uns Hilfe hole. Ja, dieser Redundanz, das ist cool. Das interessiert mich schon.